Ja, da sind wir ja schon wieder mit der Episode von Frostpunk Let's Play. Mit Shooting natürlich. Ähm, Wo sind wir? Tag 4, erste Kältewelle ist über uns hereingebrochen. T-Shirt-Wetter ist vorbei. Wir sind jetzt bei minus 40 Grad. Aber weil wir ja vorausgeplant haben, es ganz schön aufgebaut haben, ist das überhaupt kein Problem. Die Leute ja, haben es wollig warm in ihren Hütten. Arbeitsplätze sind genügend geheizt, damit es kühl ist, nicht runter. So werden sich die Krankheitsraten im managebaren Bereich halten. Das ist soweit alles okay. Ja, Tag 6 geht es eine Stufe rauf, nicht zwei. Das heißt, wir werden bei 30 Grad sein. Es wird jetzt nie mehr wärmer wie 30 Grad. Das heißt, T-Shirt-Wetter ist vorbei. Auch in diesem Spiel bei minus 30 Grad werde ich den Generator immer aktiviert haben müssen. Geht halt einfach nicht anders, sonst erreiche ich ja hier nicht die genügende Wärmestufe. Aber es ist okay, ich meine, das ist ja auch Sinn und Idee, dass man diesen Generator, der ja hier extra im weiten Norden gebaut wurde, um das Überleben der Zivilisation zu gewährleisten, dass er auch immer beheizt wird und seine Funktion wahrnimmt. Im Moment läuft im Overdrive. Geht zurzeit nicht anders, der steigt relativ schnell, wie ich finde. Wird aber für die Nacht reichen, dann werde ich ihn wieder runterfahren und dann bei der nächsten Nacht wieder aktivieren, sodass ich, wenn ich in den Nächten warme Hütten habe, ist vor allem dann natürlich wichtig, weil die Leute dann zu Hause sind. Ja, was gibt es sonst nicht zu sagen? Die Leute, die jagen, Nahrung ist noch okay. Ne, die reicht jetzt. Jetzt mache ich ja 20 pro Tag, genau dank der Forschung. Das heißt, ich mache 80 Nahrung pro Tag. Sprich, ich produziere genug Nahrung, um meine Leute zu ernähren. Muss ich mir keine Sorgen mehr machen. Ja. Dann machen wir hier mal weiter. Ja, nächstes großes Etappenziel ist die Signalstation. Ich werde hier mal ein bisschen vorwärts machen, weil wir können im Moment echt nichts machen. Ich kann nicht mal Micromanagement betreiben. Das heißt, jetzt kann ich minimales Micromanagement betreiben, indem ich hier einfach Leute umteilen, damit wieder was gekocht wird von dem, was gejagt wurde in der Nacht. Hier sieht man jetzt auch beim Generator, ab 50% wird hier der Balken angezeigt für den Overdrive. Jetzt habe ich das ein bisschen im Blick. Ich kann es noch ein Weilchen in diesem... Könnte ich, aber mache ich nicht. Weg damit. Weil es ist jetzt Tag. Dann kann das sich jetzt noch ein bisschen abkühlen und ist dann bei der nächsten Nacht wieder ready. Dann werde ich nochmals Overdrive brauchen. Und danach gibt es ja einige Tage ohne Kälteeinsturz. Da habe ich genügend Zeit, um die nötigen Technologien zu erforschen, damit ich das in Zukunft besser managen kann. Also Wärmeproduktion ist natürlich immer eine der Prioritäten, die man im Auge behalten muss. Glücklicherweise haben wir ja wirklich eine gute Frühwarnung, wann was kommt, dann kann man frühzeitig reagieren. Wenn man sieht, dass es jetzt noch kälter wird, dann konzentriert euch unbedingt auf die Wärmetechnologien, die braucht ihr einfach. Das bringt dann nichts, wenn ihr irgendwie noch was anderes erforscht und optimiert, aber dann erfrieren die Leute. Das ist nachher viel zu viele Kranken, das kann man dann nicht mehr managen. Gut, ich sehe, ich kann hier schon bald die Signalstation bauen. Ich könnte jetzt natürlich noch eine zusätzliche, machen wir kurz Pause, Werkstatt bauen, aber das bringt im Moment noch zu wenig für die Anzahl Ressourcen, die ich da reinbuttern muss. Und ich produziere im Moment auch noch zu wenig Ressourcen, als ob ich dann wirklich durchforschen könnte. Aber klar, werden wir früher oder später machen. Im Moment ist es jetzt aber wichtiger,
die Signalstation zu bauen. Die könnt ihr eigentlich auch irgendwo ganz draußen hinbauen. Das ist völlig egal, die braucht keine Wärme. Die braucht nichts. Ich baue es jetzt hier irgendwie so, damit ich nicht noch eine zusätzliche Straße bauen muss. Hier passt sie gleich rein. Baue ich hier hin und ich gebe einen neuen Auftrag in der Forschung. Jetzt schaue ich mal. Hier geht nichts mehr. Die Rohstoffe schauen wir uns kurz an. Also Holz. Ja, Holz wird langsam knapp. Okay, Holz wird knapp, das heißt, ich werde jetzt das Sägewerk erforschen. Mit dem Sägewerk kann ich dann den Wald abbauen. Dann habe ich dann wieder eine gute Holzquelle. Ich werde vermutlich auch ziemlich, vielleicht gleich danach, die Stahlproduktion. Ja, da habe ich echt nicht mehr viel. Denke ich, werde ich gleich danach bauen. Okay, fertig gekocht. Die Leute wieder raus, wieder hier rein. Und Kohle kann ich noch ein bisschen zuwarten, weil da ist ja doch einiges, liegt noch einiges rum, aber auch nicht zu lange. Sollte ich auch nicht zu lange warten. Weil ohne Kohle keine Heizung, dann ist ein Game over. Gut. Ich mache mal ein bisschen mehr Geschwindigkeit, bis die Signalstation fertig ist. Das wird jetzt dann gleich der Fall sein. Dann schauen wir mal, was sie uns zu bieten hat. Ja, da ist sie. Und da ist nun die Karte. Hier kann ich überall Teams hinschicken. Hier ist meine Stadt. Und hier sind jetzt 2 Punkte, die ich erforschen kann. Bevor ich das aber machen kann, muss ich nochmals zur Stadt, weil ich muss erst ein... kurz Pause. Ich muss erst ein Team zusammenstellen. Und wo nehme ich die her? Ich brauche Arbeiter dazu, right? Ja, also ich kann keine 5 Stück. So, also Team ready. Jetzt drängt natürlich das Spiel dazu, dass man die Storyline verfolgt. Das sind jeweils die gelben Punkte bei den einzelnen Untersuchungspunkten. Vermisste Expedition. Ich weiß jetzt aber natürlich, weil ich das schon gespielt habe, dort wurden weitere Menschen, Arbeitskräfte, Mitbewohner, was auch immer auf uns. Ich kann die aber noch nicht versorgen, weil ich muss erst einen zweiten Heizring erforscht haben, sonst haben die kalte Hütten, dann sind sie unzufrieden. Ich schicke sie deshalb erst dorthin, wenn ich auch entsprechend heizen kann. Das ist dann vielleicht doch noch ein bisschen vorziehen vor der Stahlproduktion, schauen wir uns dann an. Entsprechend schicke ich die jetzt erstmal zum Absturzort. Ich kriege immer noch eine kleine Übersicht, was mich da ungefähr erwarten könnte. Oder es ist eigentlich ziemlich genau jeweils irgendwelche Vehikelmaschinen. Dann schicke ich die los. Ich sehe hier, das sind 15 Stunden, bis mein Team dort ist. Los geht's. Ja, wieder zurück. Ich werde jetzt hier natürlich, es sind zu wenig Arbeiter eingeteilt. Ich gucke mal schnell in meine Krankenhäuser, weil die sind nicht komplett ausgelastet. Ich werde dieses deaktivieren. Dann gehen alle Patienten oder werden rübergeschoben. Gehen können sie eventuell nicht mehr. Das heißt, die sind jetzt alle hier einquartiert und werden hier geheilt. Ich kann das immer wieder aktivieren, falls ich mehr
starke Leute kriege. Im Moment habe ich nur 3, reicht's. Dann habe ich hier wieder alles voll ausgelastet. Genau, passt. Ja, das, ja. Muss ich überlegen, ob ich noch den zweiten Ring... Nee, Stall brauche ich vermutlich zuerst. Die Qual der Wahl. Man muss ein bisschen aufpassen, dass man sich nicht, dass man ein bisschen die ersten Prioritäten setzt. Richtig setzt bei der Forschung. So, hier gibt es einen Hinweis. Das ist wieder Storyline. Ja, juhu, juhu, wir haben den Ballon, wir können los und bla bla bla. Ist ja schon passiert. Auf die Quests hier unten, da müsst ihr euch nicht stressen lassen. Ich habe bis jetzt noch keinen Nachteil gesehen, wenn man die warten lässt. Die Leute sterben hier jetzt auch nicht. Alles Panikmacherei. Gut, schauen wir schnell. Die letzte Nacht, bevor es ein bisschen wärmer wird, bricht an. Ich werde Overdrive reinhauen, damit die Gebäude geheizt werden. Ansonsten muss ich nichts mehr tun, außer machen wir auf Fullspeed. Bis die Nacht vorbei ist. Und sobald dann es wieder ein bisschen wärmer ist, kann ich wieder die Leute umteilen. Ich kann sie wieder rausschicken. Halt dann reicht der Hitzeanzug, damit sie auf wenigstens kühl kommen. So, gleich wird es wärmer und dann werde ich hier auch die Schichten umteilen. Ein bisschen schneller. So. Ja, es wird wieder wärmer. Minus 30 Grad wird es nur noch sein. Noch eine schnelle Pause. Auch hier nochmals, Grundtemperatur ist jetzt kalt, wir sind in diesem Bereich. Die Leute haben ja einen Wärmeanzug, das heißt, wenn ich sie jetzt rausschicke, sind sie im kühlen Bereich, finden sie nicht toll, es wird Kranke geben, keine Frage. Die anderen Gebäude schaue ich mir dann nach, schaue ich mir an, wenn sie dort sind, aber also hier kann ich sicher die Heizung deaktivieren. Gelb reicht. Passt so. Was baue ich jetzt ab? Holz ist knapp und Stahl. Ich kann wieder Micromanagement machen. Hier raus. Hier raus. Dann baue ich hier noch diesen Stahlhaufen ab. Ich werde hier noch diesen Holzhaufen abbauen. Ja. Lassen wir mal so. Ich werde auch den Overdrive ausschalten, weil mit der normalen Heizstufe kriege ich jetzt auch die gewünschte Temperatur hin. Jetzt schauen wir dann noch schnell, wenn die Schicht beginnt, wie die Häuser hier, die sind gelb. Ich lasse es jetzt bei gelb. Werden sie weniger krank. Ja, mein Erkundungsteam ist am Absturzort vorgekommen. Hier gibt es dann wieder Text, was mich erwartet. Ich muss das jetzt erforschen. Das ist eigentlich immer sehr akkurat. Man kann sich eigentlich darauf verlassen, was hier steht. Das kriegt man auch. Hier kriegt man Holz und Rohnahrung. Erforschen wir das Ding. Gibt es einen Text dazu. Könnt ihr selber lesen. Und ein neuer Ort wird entdeckt. Und hier ist die Entscheidung klar, ich nehme einfach die 142 Holz und die 75 Nahrung. Jo, wunderbar. Ich bin jetzt gar nicht sicher, aber ich glaube, eine Sternwarte, gibt es noch weitere Leute? Ja, ist egal, ich will eh die Rohstoffe, ich schicke also jetzt mein Team zurück. Man kann eigentlich das Team unendlich lange rumschicken, wie man möchte. Klar, wenn es stirbt, dann sind die Rohstoffe weg, die sie bei sich haben. Passiert eigentlich, ist mir das jemals passiert, dass ein Erkundungsteam gestorben ist? Ich glaube nicht.
Also ist eigentlich risikoarm, die rumzuschicken. Kann man gut machen. Ich muss hier noch nicht umteilen. Und in 6 Stunden ist ja das Team zurück mit Nahrung. Dann kann ich das mal so belassen. Overdrive ist weg. Mein nächsten Handlungspunkt, den ich habe, ist, wenn die Technologie erforscht ist. Das ist jetzt der Fall. Sägewerk ist da. So, jetzt ist meine Frage. Ich habe noch 2057. Auf der anderen Seite, ich kann hier eh nichts bauen, solange das... Ich werde nicht so viel Stahl brauchen bis dahin, oder? Nee. Also es ist schlauer, wenn ich jetzt hier die erste Stufe mache. Dafür brauche ich 50 Holz, muss ich noch ein bisschen sparen. Machen wir so. Neu kann ich das Sägewerk bauen. Soll ich das schon machen? Nee, ich warte noch, bis ich die 50 Holz waren lasse. Genau, bis ich die hier zusammen habe und dann bauen wir das. Und zwar jetzt. Stahltrümmer sind erschöpft. Welche? Diese hier. Gut. Level 1 und zwar eigentlich hauptsächlich deshalb, damit ich die Generatorreichweite erhöhen kann. Dann kann ich nämlich die weiteren Arbeiter holen, die benötige ich dann auch. Ich sehe schon, hier ist wieder ein Temperatursturz, nur eine Stufe, also wird wieder minus 40 wie zuvor. Wenn ich dann noch die Generator, wie hieß das Ding? Leistung erhöhen kann, dann habe ich die Dampfstufe ready. Dann kann ich das auch problemlos beheizen, dann diese Kälteperiode. Nee, das ist okay. Mach ich erst dann kriege ich neue Arbeiter. Dann muss ich auch nicht mehr die ganze Zeit Micromanagement betreiben. Das wird erforscht. Als nächstes brauche ich das Sägewerk. Dazu brauche ich 10 Holz. Das ist jetzt der Fall. Bauen wir noch. Also, hier hat es ziemlich viel Holz. Jetzt, also es hat über ein bisschen Holz. Ja, hier bin ich immer ein bisschen hin und her gerissen. Ich meine, am besten wäre, ich würde das einfach hier mitten reinpappen. Dann habe ich natürlich am meisten Holz. Aber ich vernichte Holz. Und da Rohstoffe immer so knapp sind in diesem Spiel, ja, kann ich nicht. Da kommen mir die Tränen, wenn ich sowas machen muss. Deshalb baue ich das jetzt mal hier irgendwie möglichst effizient hin, damit ich hier möglichst viel Holz abkriege, aber nichts verschwende. Und das wäre hier. Brauche ich natürlich noch Holz, um die Straße zu bauen. Kann ich mal gucken, wie viel das wäre. 6 Stück. So. Okay, damit ist eigentlich mein Holz Problem gelöst, wobei ich kriege eh noch Holz und der bringt ja auch noch massenhaft Holz. Wirklich Holzprobleme habe ich so schnell nicht. Stahl reicht auch, dann baue ich erstmal den zweiten Heizring, kann ich Leute holen, das ist der Plan
Und der Plan wird umgesetzt in der nächsten Episode. Für heute ist vorbei. Macht ein Like, macht einen Kommentar, macht ein Abo, macht was auch immer ihr wollt, aber schaut einfach in der nächsten Episode wieder rein. Bis dahin, tschüss.